Das wäre dann etwas. Wenn ich sonnige Kleider hätte, wüsste ich endlich einmal, welche Minister und Hofleute für ihre Ämter taugt. Und welche zu dumm sind. Also, das Zeug muss sofort für mich gewebt werden. Er hat ihnen beiden Schelmen viel Geld gegeben, dass sie mit der Arbeit sofort anfangen können. Sie haben ein schönes Zimmer bekommen zum Schlafen und Wohnen und einen grossen Saal mit Webstühlen und riesigen Spiegeln zum Weben und Schneidern. Auf diesen Webstühlen war natürlich nichts. Nicht ein Spinnenfaden. Aber sie haben vom Morgen bis in alle Nacht hinein tun, wie wenn sie arbeiten würden wie letzt. Und alsbald haben sie wieder gesagt, wir müssen noch neue Seidenfäden haben. Und Gold und Silber und Rubine und Diamanten zum Sticken. Sie haben alles bekommen und in ihre Säcke geschoppt. Nach ein paar Tagen hat der Kaiser gedacht, jetzt nehmt es mich Wunder, wie weit ihr mit der Arbeit sind. Aber ich glaube, ich schicke zuerst einmal einen anderen schauen. Mir kann ja zwar nichts passieren, aber besser ist besser. Ich schicke meinen ehrlichen alten Minister. Der ist gescheit und keiner macht seine Arbeit besser als er. Jetzt ist der alte Minister in den Saal hineingegangen, wo die zwei gesessen sind und an den Webstühlen gearbeitet haben. Der gute Mann steht bockstill und reißt die Augen auf.